erlaubt mir ein paar Worte zur Landwirtschaft vorzunehmen. Das ist ein ganz wichtiger Berufsstand. Einerseits machen sie Regionalprodukte, sie sind ein Ernährer von der Nation, an andererseits drohen sie ganz aktiv zur Landgestaltung und noch zum Naturschutz bei. Mit 2 oder 3 Sätzen hätten hier speziell die Jungbauern eventuell Zukunftsperspektiven abgezeichnet kriegt oder noch vieles andere. Mehr bei den Landwirtschaft ist so, sie gehen an viele Plätzen am Land, in einem Sozialmedien und überall rundherum, als die schlecht von der Nation dargestellt und schmengen enorm courageant wird an dem Bereich, hat vieles do redressiert, an sehr viele Jungen legt die auf dem Punkt an Gang sind zu überlegen, ob sie den Betrieb überholen, ja oder nein, und das hat ihnen wahrscheinlich Planungssicherheit geben. Muss ich auch wissen, dass die Regierung will bis 2030 20% Bioprodukte auf den Markt lancieren. Das will so, und da müssen noch die Betriebe sich umstellen. Die brauchen, für ihren Betrieb umzustellen, von normaler Produktion auf Bio, brauchen sie über 3 Jahre, ihr das greift. Und ich meine, wenn dann eine Planung dabei kommt, dann ist es ganz eng für eine Not später hin. Und ich meine, sie brauchen gerade Planungssicherheit, weil das bei den landwirtschaftlichen Betrieben als das eine Decision für das Leben. Das wird so, und die muss 30, 40 Jahre halten. Und ich meine, an dem Sinn, wäre es wichtig gewesen, dass sie Planungssicherheit mit auf den Weg hockt bei dieser Debatte gekriegt hätten. Lassen wir auch noch auf einen anderen Punkt anzugehen. Das ist das Sozial, das man nicht schwätzen. Den Herr Staatsminister hat es gestern angedeutet. Gehört zum Fondgehol zur Gestaltung von unserer Gesellschaft. Und da muss man jetzt ganz viel Gedanken machen. Wir sollen ja zusammenwachsen, nicht nur ökonomisch, mehr auch sozial. Das will so, dass zwischenmenschliche Beziehungen muss große Wert gelegt gehen, und hat all unsere Bürger, gerade an dieser Zeit von der großen Zuwanderung, bedingt durch die stramme Wachstum, dürfen wir keine Parallelgesellschaften abkommen lassen. Für die vielen Kulturen aller Art, die wir am Land haben, da muss ein gemeinsamer Nenner Fond gehen. Und auf der Achse sollen wir uns allmenschliche empfangen, und das ist nicht mehr als Spruch. Und die soll auch zurückbehalten gehen. Aber wenn das als Basis zurückbehalten geht von der Integration, dann ist der friedliche Miteinander am Land an dieser Achse garantiert. Es soll nicht nur eine kurze Groß sein auf der Straße oder rundherum, mehr es soll mehr abgebaut gehen in die Richtung. Und da sind Vereine, egal welche Art, ein ganz großes Steib. Es ist selber über 30 Jahre in einem Sportverein aktiv. Und da gesagt ihn da selber, wie die Nationen, egal was für eine Kultur, egal was für eine Nation, sich gestalten, dass sie etwas können, Positives rausdenken. Und ich denke noch, und das ist schon nicht falsch, das gesehen wir auch als Zusammenstellung von der Hockey Chamber, als ein lebendiges Beispiel, wie uns das gelingen kann, mit der Lützeburger Spruch als Basis. Ich meine, das müssen sich für einen anhalten. Gelingt uns das nicht, so gehen wir hier am Land, am Fall von einer wirtschaftlichen Rezession, ganz schweren Zeiten entgegen. Bei den Wahlen zu dieser Chamber hatten Parteien praktisch all Lützeburger Spruch auf ihrem Banner stehen. Hockt, sehen wir nicht mehr viel davon, war das bis so passiert. All die Emotionen für die Förderung vom Lützeburgischen Gipfel von der Gambia auch noch von der CSV integral verworfen. Oder es wird durchaus vieles relativiert. Muss ihn sich vorstellen, wer das bei den Chamberwahlen das versprachen, nicht mehr eine Mogelpackung, Großwahlshow oder großen Theater, und muss sich da ganz viel Fragen stellen. Diese Überlegungen sollen den Anstoß sein
vereist allheriwwer not zu denken, vielleicht aber richtig Änderungen Arbeit zu feiern. Dat die gesot, die Damen und Herren, so ich merci für Aufmerksamkeit.